Guten Morgen Schweiz und willkommen zurück zu einem weiteren Abstimmungsvideo. Für die das erste Mal da sind, willkommen auf dem Politik.ch-Kanal. EID. Über was stimmen wir ab? Bundesrat und Parlament haben ein Gesetz über die sogenannte EID gemacht. Das ist eine vom Staat anerkannte Identitätsbestätigung im digitalen Raum, also online. Mit der kann man sich zweifelsfrei identifizieren. Also ist ganz klar, das bin ich. Gegen das Gesetz ist ein Referendum ergriffen worden, es sind Unterschriften gesammelt worden und darum stimmt jetzt die ganze Schweiz darüber ab. Für was würde man dann so eine EID brauchen? Die EID soll den Bezug von elektronischen Dienstleistungen erleichtern, was dafür eine gesicherte Identifikation von dir braucht. Das Beispiel zum Beispiel eine SIM-Karte kaufen, ein Bankkonto eröffnen oder wenn du einen Strafregisterauszug bestellen musst. Im Moment, wenn wir online etwas kaufen, musst du oft so ein Login, ein Passwort kreieren und es ist klar, das ist nicht vom Staat geschützt oder geregelt. Wenn man in Zukunft so eine EID angeben würde, wäre der Verkäufer auch sicher, dass du bist. Ein bisschen genauer würde es dann so ablaufen. Du würdest dich bei der Firma, die so eine EID anbietet, melden. Die wird deine Personalien aufnehmen und die an das Bundesamt für Polizei weiterleiten. Das Bundesamt für Polizei, FEDPOL, tut dann die Daten mit dem Personenregister abgleichen. Wenn also geprüft worden ist, alles stimmt, bekommst du deine EID, zum Beispiel als App oder einen USB-Stick, über. Aus dem Abstimmungstext wird ganz klar, dass die Nutzung oder Beantragung von so einer EID freiwillig ist. Ich habe viele kritische Meinungen dazu gelesen, die sagen, dass man dann in Zukunft dazu gezwungen wird, so eine EID zu haben. Das kann man aber im Moment nicht mit Sicherheit sagen. Weil ich denke, es ist auch nicht im Interesse dieser Unternehmen, dass sie auf ihrer Webseite sagen, du kannst es nur kaufen mit einer EID und sie dafür Kunden verlieren, weil die das nicht wollen. Aber eben, in Zukunft kann man nicht mit Sicherheit vorausbestimmen. Ich denke, das wichtigste Thema zu dem ist Datensicherheit. Daten mit dem Sicherheitsniveau substanziell werden nur während dem Ausstellungsprozess von dieser EID verwendet. Nutzdaten und Personalien werden getrennt aufbewahrt. Damit das Unternehmen so EIDs ausstellen darf, muss es folgende Bedingungen erfüllen. Eine von diesen Interessentinnen ist die Swiss Sign Group. Und jetzt kann es sein, dass so ein Unternehmen zu einem Monopol wird. Schwierig, weil jeder kann frei entscheiden, zu wem er geht und die EIDs im Format nicht übertragbar sind, aber trotzdem kann es sein. Dann kann es schwierig sein, dass so eine Aufsicht Schwierigkeiten hat, Sanktionen gegen so ein Unternehmen zu unternehmen, weil es ja dann ein Monopol ist. Das ist aber Spekulation, ich weiss es nicht. Alle Daten, die gesammelt werden, werden alle 6 Monate gelöscht. Zusätzlich darf das Unternehmen die Daten nicht anders brauchen, als für die Aufgabe vorgesehen ist zur Bestätigung von dieser Identität. Also er darf zum Beispiel die Daten nicht verkaufen, wie Facebook das macht. Trotzdem während der Nutzung entstehen Randdaten. Randdaten kann man sich so vorstellen, dass wenn du jetzt online etwas kaufst, der Verkäufer fragt dann nach deiner EID. Also keine Ahnung, du kaufst Alkohol, musst mindestens 18 sein. Dann schaut er über die EID, bist du wirklich 18 und das geht über das Unternehmen, das die EID anbietet. Und das Unternehmen weiss dann, wenn du wo etwas gekauft hast. Es weiss nicht was, aber es weiss wo. Und wenn du jetzt halt immer wieder dich noch mit einloggst, etwas abfragst, keine Ahnung, über deine Gesundheit und so weiter, dann mit der Zeit könnte theoretisch so Algorithmen ausrechnen, relativ viel, weil wir haben ein sehr intelligentes System schon heutzutage. Sie wissen dann relativ schnell, wie alt du bist, wie gesund du bist, ob du verheiratet bist und so weiter. Es nützt ihnen aber nichts, weil sie die Informationen ja nicht verkaufen. Aber trotzdem, theoretisch kann man so Randdaten ansammeln. Wenn die Unternehmen das aber nicht verkaufen, warum machen sie es denn überhaupt? Wie verdienen sie das Geld? Die verdienen Geld so, indem dass jedes Mal, wenn die EID verlangt wird und abgefragt wird, muss der Verkäufer, Dienstleister, bei dem du etwas beziehst, eine Kommission zahlen am EID-Anbieter. Kannst du dir so vorstellen, also im Moment, wenn du etwas Offizielles willst oder so, gehst du mit der Gemeinde vorbei und musst deinen Pass zeigen und dort hat es eine Person, die deinen Pass kontrolliert. Mit der EID ist das nicht mehr nötig. Das heisst, das Unternehmen muss nicht mehr die Person am Schalter zahlen, sondern muss eine kleine Kommission dem Unternehmen, das die EID anbietet, abgeben. Und diese Kommissionen sind quasi Einnahmequellen von diesen EID-Anbietern. Vielleicht noch eine zusätzliche Bemerkung. Als Argument wird oft gebracht, dass man jetzt so viele Passwörter und Benutzernamen hat und so weiter und das wird dann einfacher mit dieser EID. Denke ich nicht unbedingt, weil es ist nicht so, dass mit dieser EID dann alle deine Passwörter und Benutzernamen ersetzen wirst.
Du hast immer noch dein Netflix-Konto, Spotify-Konto und so weiter. Um ein allgemeines Gefühl zusammenzufassen, dass private Unternehmen die Daten nicht brauchen, dürfen sie nicht verkaufen. Aber ob sie sich dann nicht an die Regeln halten und es trotzdem machen, kann ich euch nicht sagen. Die Sicherheitsmaßnahmen sind auf jeden Fall gross, die Kontrollen sind gross, die Anforderungen an Sicherheit sind gross. Ich meine, wenn sie Regierungen hacken können, dann können sie auch private Unternehmen hacken. Ich denke, es wird immerhin alle 6 Monate gelöscht, aber schlussendlich musst du entscheiden, was für dich richtig ist. Aber wir folgen im Video nicht so allgemeine Sachen wie sind die Digitalisierung und so sagen, aber trotzdem am Schluss, wir sind halt in so einem Zeitalter und ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir darüber reden und dann finden wir zusammen sicher die richtige Lösung. Ich finde es gut, dass du dich interessierst, informierst und abstimmen. So schaffst du dir deine eigene politische Zukunft. Falls du Fragen hast oder Kommentare hast oder Sachen anders siehst, Ergänzungen hast, schreib es doch unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen, dann sehen es auch die anderen Leute auf YouTube, die Videos schauen. Am 7. März gibt es noch 2 weitere Abstimmungen, Verhüllungsverbot und das Abkommen mit Indonesien. Beide Videos hier verlinkt. Schau sie dir am besten auch an, wenn es dich interessiert. Und wenn du da etwas mitgenommen hast, würde ich mich freuen, wenn du das Video liken. Und zu meiner Zukunft, dich zu informieren über Volksabstimmungen oder Bundesbeschlüsse, abonniere doch den Kanal. Bleib gesund, halten wir uns alle weiterhin an die Regeln. Ich wünsche dir einen guten Tag im besten Land der Welt. Ciao!